Ja, danke Gott, dass du dich erlebbar machst, dass du da bist. Für deine Gnade. Danke für diesen Morgen, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Danke, dass du heute reden willst zu unseren Herzen, dass du was vorbereitet hast, Herr. Amen. Ja, wir sind mitten in einer Predigtserie über das Thema Angst und heute werden wir die abschließen. Nicht, dass wir wahrscheinlich alle Angst überwunden haben, aber ich glaube, wir haben gutes Handwerkszeug an die Hand bekommen, wie wir mit Gott gemeinsam auch Ängste facen dürfen. Und ich habe heute, darf ich Salome auf die Bühne bitten, jemanden, der heute Menschenfurcht ein Stück weit überwindet, hier zu stehen und ein Zeugnis zu geben. Hey, wir haben euch ermutigt, wenn ihr was mit Gott erlebt habt, dann sagt uns das oder teilt das über unsere Website, weil Zeugnisse sind dazu da, einander zu ermutigen. Hey, das ist mega ermutigend zu hören, wenn jemand was mit Gott erlebt hat. Und Salome, du hast was mit Gott erlebt und das willst du heute mit uns teilen. Danke jetzt schon dafür. Also vor ein paar Wochen, als die Predigtserie Fearless angefangen hat Micha mal gepredigt und er hat da ein bisschen was von seinem Leben erzählt, dass er mal in psychologischer Betreuung war und dass er dann mal mit diesem Psychologen geredet hat, wie er damit klarkommt, dass er sich den ganzen Tag die Probleme von anderen Leuten anhören muss oder darf. Und seine Frau hat dann gefunden, dass er dann nicht mehr so am Abend so viel wie Energie oder Kraft für sie und seine Familie hat, dass er nicht mehr alles geben kann, so weil er schon den ganzen Tag immer 100% für diese Menschen gibt. Und dann hat er das halt Gott hingelegt und gesagt, wie soll ich das machen, dass ich dann auch noch abends wirklich mit meiner Familie, mit meiner Frau, das auch noch denen was von mir geben kann. Und dann hat Gott ihm wie einen Weg gezeigt, wo er gesagt hat, da hat der Psychologe seine Notizen von diesem Tag in eine Schublade gelegt. Also er hat die Schublade aufgemacht, sie reingelegt, zugemacht und gesagt, Gott, so mit diesem Akt quasi möchte ich dir das wirklich geben und bitte nimm mir das jetzt ab, dass ich wirklich jetzt für meine Familie da sein kann. Und das hat mich mega inspiriert, weil es war ein Wochenende und ich hatte recht viel Stress, weil ich noch viele Hausaufgaben hatte, unter dem auch Französisch, was mich dann noch mehr gestresst hat und ich wusste, ich schaffe das nicht alles. Und dann habe ich etwas von meinen Hausaufgaben rausgenommen, wo ich dann an dem Abend noch machen wollte, habe das andere alles wieder in meine Schulmappe getan und das in eine Schublade gelegt. Und dann habe ich gebetet, dass Gott mir das wirklich abnimmt, dass ich keinen Stress mehr deswegen habe und das war richtig krass, weil es hat mich nachher nicht mehr interessiert quasi. Ich habe das wirklich, an dem Abend habe ich das dann noch geschafft und am nächsten Morgen in der Schule war ich in der Schule, also konnte ich nichts dafür machen, für die Sachen, wo ich noch machen musste. Und da hat es mich dann auch wenig interessiert. Also ich war einfach richtig gechillt quasi und ja, dafür war ich einfach mega dankbar. Hey, come on, mega cool. Wie Gott redet, wie er uns inspiriert am Sonntag, mega cool, Salome, einfach wie du da direkt gemerkt hast, hey, Gott hat gesprochen und das setzt sich um, hey, und zu erleben, Gott schenkt Frieden, auch da, wo wir vielleicht merken, hey, eigentlich müsste ich jetzt mega Bammel haben. Und ja, heute geht es auch wieder um ein spannendes Thema. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich durfte lange unterwegs sein und falls ihr euch gefragt habt, irgendwie, der Grünspunkt, der hat, glaube ich, eine neue Jugendpastorin angestellt. Nee, das ist immer noch die gleiche, die hat einfach einen anderen Namen jetzt. Und zwar laufe ich jetzt unter Melli Polivke. Ich durfte heiraten im Sommer und durfte danach schöne Flitterwochen in Afrika verbringen, noch kombiniert mit einem Missionseinsatz. Das war eine ganz, ganz besondere Zeit, aber ich freue mich auch wieder hier zu sein, freue mich wieder mit euch allen zu sein und heute in ein spannendes Thema reinzusteigen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe letztens einen Eheratgeber mal angefangen zu lesen und der hat einen Tipp gegeben und zwar, hey, erzählt euch immer mal wieder eure Liebesgeschichte.
Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gemacht habt. Vielleicht eine Ermutigung, heute mal am Mittagstisch. Hey, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Schatz, erzähl doch nochmal. Oder vielleicht kannst du auch nochmal eine Freundin oder einen Freund fragen, hey, wie hast du eigentlich deinen Partner kennengelernt? Und vielleicht kennt ihr das, dann wird vielleicht das Gegenüber so ein bisschen verlegen, ein bisschen rot, also im besten Fall. Und dann erzähl, wie war das eigentlich? Dann fangen die Augen an zu strahlen und man erzählt. Ja, und wenn man verliebt ist, dann macht man so manche komische Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt noch, wenn ihr euch so zurückerinnert. Ich jedenfalls, als ich den Flo kennengelernt habe, da habe ich auch was gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein so drüber schmunzel und drüber lache. Und zwar will man natürlich so viel Zeit wie möglich mit der Person verbringen, die man vielleicht so ein bisschen interessant findet. Und ich bin dann tatsächlich auf Krishona an der Hochschule, wo wir uns kennengelernt haben, ins Fußballtraining gegangen. Nicht, dass das eine super erfolgreiche Karriere gewesen wäre, aber ich wollte diesem Mann natürlich zeigen, hey, ich bin eine coole Frau, so, ich spiele Fußball. Ich weiß nicht, ob das irgendwen hätte beeindrucken können, was ich da so gemacht habe. Jedenfalls war die Karriere auch nicht super lang, weil als wir uns dann dazu entschieden haben, dass wir ein Paar sind, ist auch so mein Interesse am Fußball relativ rapide wieder zurückgegangen. Aber ist doch spannend, oder? Warum habe ich das gemacht? Ich habe das letztlich gemacht, weil ich Flo beeindrucken wollte. Weil ich wollte, dass er was Gutes über mich denkt und was von mir hält. Boah, das ist eine coole Frau. Und dann habe ich was gemacht, das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht unbedingt gemacht, sonst wäre es vielleicht irgendwas anderes gewesen, was ich nicht so gern gemacht hätte. Aber ich glaube, wir machen noch viel, viel öfter Sachen, um Menschen zu beeindrucken. Und dafür gibt es auch einen Begriff und darum soll es heute gehen, und zwar nennt man das Menschenfurcht. Und ich habe mal ChatGPT gefragt, nicht, dass er meine Predigt schreibt, sondern wie würdest du eigentlich Menschenfurcht definieren? Und ich fand die Definition, die hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Und zwar, Menschenfurcht ist die Angst davor, was andere Menschen über einen denken, sagen oder einem antun könnten. Wenn ich also heute von Menschenfurcht spreche, dann geht es genau darüber, was ein Mensch über dich denken, sagen oder dir antun könnte. Und ich stelle eine Behauptung auf, und zwar, wir alle haben mit Menschenfurcht zu kämpfen. Jeder Einzelne. Jetzt denkst du vielleicht, nee, du, kein Problem. Einmal in der Woche, da gehe ich nach Wettingen, mitten auf den Zentrumsplatz, stelle mich auf eine Bananenkiste und predige das Evangelium. Menschenfurcht, das kenne ich nicht. Ich glaube, auch du kennst Menschenfurcht. Weil Menschenfurcht kommt in den verschiedensten Formen und Farben daher. Und deswegen will ich euch ein paar Beispiele geben. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich zum Finanzberater. Mein Papa wollte immer, dass ich Finanzberaterin werde. Ich glaube, damit lag er sehr falsch mit dieser Annahme, weil mit Zahlen kann ich so gar nicht. Und dann saß ich bei diesem Finanzberater und er erklärte mir so, ja, 2. Säule, 3. Säule, dies und das und jenes. Und ich so, liebes bisschen, keine Ahnung. Und dann noch Vorsorge und Geldanlage. Ich war so, liebes bisschen. Naja, dann habe ich halt nochmal gefragt, also ich habe das noch nicht so ganz, vielleicht können Sie nochmal irgendwie wiederholen, hat das nochmal wiederholt und dann mich gefragt, haben Sie das jetzt verstanden? Klar, nicht so ganz alles verstanden. Aber hey, wenn ich ihm gesagt hätte, ein 3. Mal, nee, ich habe das nicht verstanden, was denkt er denn dann über mich? Dass ich irgendwie halt ein bisschen auf den Kopf gefallen bin oder so. Im Gegenzug hat er sich vielleicht gedacht, liebes bisschen, nach dem 1. Mal erklären hat die das irgendwie nicht verstanden. Vielleicht bin ich total schlecht im Erklären. Jetzt muss ich das irgendwie nochmal anders probieren. Hey, das war Menschenfurcht. Ich hatte Angst davor, was dieser Mann über mich wohl denkt, wenn ich das nicht verstanden habe. Vielleicht kennst du das aber auch im Streit. Hey, da ist ein Streit und du traust dich gar nicht so recht, deine Meinung wirklich ehrlich zu äußern, vielleicht aus einem Harmoniebedürfnis heraus, dass der Streit nicht noch schlimmer wird, vielleicht aber auch hier, was die andere Person wohl denken könnte, weil du ja eine andere Meinung hast, dich aber nicht traust, dafür einzustehen. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht mehr die Mädels unter uns, hey, da ist eine Runde und die sind so richtig schön am Lästern. Und das entspricht eigentlich nicht deinen Überzeugungen. Du möchtest nicht schlecht über andere reden und du machst ja auch nicht mit.
Aber dich zu trauen, eigentlich wirklich einzustehen und zu sagen, hey, nee, komm, lass uns nicht lästern, das traust du dich auch nicht, weil was denken denn dann die anderen, dass du so ein Moralprediger bist oder keine Ahnung. Vielleicht hast du, wie ich heute Morgen, dir auch überlegt, was du eigentlich anziehen sollst. Ja, was denken denn die Leute, wenn ich dies oder das oder jenes anziehe? Ich habe kurz überlegt, ob ich mich anziehe wie ein Clown, dann hätte ich auch direkt meine Menschenfurcht überwunden, habe mich aber dann dagegen entschieden. Vielleicht, kennst du das auch, dass du eine neue Hose gekauft hast und du findest sie eigentlich total cool und dann kommst du in die Schule und die Hose, die hast du aber noch nie angehabt, hui. Und du denkst so, oh, ja stimmt, nee, die habe ich ganz unten im Schrank drin gehabt, die ziehe ich sonst nie an. Und am nächsten Tag gibst du es lieber schnell zurück, weil eigentlich findest du sie doch nicht mehr so cool, weil alle anderen fanden sie auch nicht so cool. Vielleicht bist du auch so jemand total Engagiertes. Und jeder denkt, boah, die Person, die ist überall am Start. Aber eigentlich ist es einfach nur deine Angst, Nein zu sagen. Weil das Gegenüber könnte ja denken, oh, ich bin irgendwie total faul. Und dann ist der andere vielleicht enttäuscht von mir. Und du bist einfach ein Ja-Sager aus Menschenfurcht. Vielleicht, ist es auch bei dir im Gebet oder im Worship so. Kennst du das? Alle stehen in einer Gebetsgemeinschaft und stehen und es betet der 25. und eigentlich tun deine Füße schon lange weh. Du würdest dich gerne setzen, aber du traust dich nicht. Was denken denn die anderen, wenn du dich jetzt hinsetzt? Dass du vielleicht ein schlechterer Christ bist, im Gebet nicht richtig dabei bist, vielleicht irgendwie müde bist oder andersrum, alle sitzen und du würdest eigentlich gerne aufstehen und deinen Herrn preisen, aber irgendwie traust du dich nicht so richtig, weil kein anderer steht auf. Was denken denn die Leute, dass du so super hyper charismatisch bist oder sogar noch allen zeigen musst, wie krass geistlich du bist, weil du jetzt die einzige Person bist, die halt aufstehen muss? Und vielleicht ist es auch für dich eine Überwindung, für deinen Glauben einzustehen und vor anderen Leuten, deinen Arbeitskollegen, deinen Schulkollegen zu sagen, hey, ja, ich bin Christ. Ja, was könnten die denn denken, wenn du sagst, du glaubst an Gott? Nee, also verschweigst du das lieber. Vielleicht kennst du eine oder sogar mehrere Situationen von denen, die ich geschildert habe. Vielleicht ist es auch Anregung zum Weiterdenken, wo man denn noch überall Menschenfurcht haben könnte. Aber ja, ich glaube, wir kennen sie alle. Eine Beobachtung, die ich in Verbindung mit dem Thema Menschenfurcht gemacht habe, eigentlich ist Menschenfurcht egoistisch. Weil, wenn wir uns nochmal die Definition anschauen, da steht da sehr klar, du hast Angst, was die Menschen über dich denken und was die Menschen über dich sagen und dir antun könnten. Es geht also um dich und wieder dich. Eigentlich drehst du dich hier im Kreis. Und noch eine zweite Überlegung, auf die ich nicht viel weiter eingehen will, aber die ich sehr spannend fand. Die anderen, die denken ja genau das Gleiche wie du. Also wenn du dich fragst, hey, ich habe irgendwie neue Frisur und was denken jetzt die Leute darüber? Und dann gehst du raus und keiner sagt was und denkst so, oh nein, so, jetzt irgendwie hat keiner was gesagt, vielleicht ist es total doof. Und dabei hat sich dein Gegenüber gedacht, hey, ich habe ein neues Kleid, da hat irgendwie keiner was gesagt. Also ich glaube, viel öfter denken die Leute viel mehr über sich nach, als dass sie über dich nachdenken, weil wir uns eben alle sehr viel um uns selbst drehen. Es ist der Wunsch danach, Anerkennung und Beifall zu bekommen. Und dabei machen wir uns abhängig von der Meinung von anderen Menschen. Und es ist wie ein Sklaventreiber, der uns treibt. Nein, du musst noch schöner werden, du musst noch besser werden. Du bist noch nicht gut genug, um geliebt zu werden. Ja, die Likes von gestern auf Instagram, die reichen schon nicht mehr, weil die sind ja von gestern. Für morgen der Post, der muss noch besser werden, damit du noch mehr Likes bekommst. Also es treibt dich noch immer mehr zu geben, immer mehr zu machen, weil es reicht einfach nicht aus. Und das ist sehr gefährlich, dieses Hamsterrad. Und es sagt auch schon die Bibel in Sprüche 29, Vers 25, da steht, Menschenfurcht bringt zu Fall. Menschenfurcht bringt zu Fall. Das ist etwas wirklich Gefährliches. In anderen Übersetzungen steht, Menschenfurcht ist wie ein Fallstrick. Ich
habe mir das so vorgestellt, wie so in so einem Comic. Da läuft so Goofy oder so, läuft so lang, irgendwie noch so erhobenen Hauptes, läuft er so durch die Gegend. Und dann ist da so eine Schlinge am Boden und er ist noch in Bewegung, tappt rein, sie zieht sich zu und er lächelt irgendwie noch und dann zieht es ihn so zurück und er merkt, oh, und stürzt zu Boden. Er kann nicht weiter. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, der uns zu Boden reißen will. Und Angst hat 2 Phänomene, 2 Folgen. Entweder Angst lähmt uns, dass wir bewegungsunfähig werden, oder wir rennen weg. Und Menschenfurcht kann so schlimm werden, dass Leute sich nicht mehr raustrauen, dass sie lieber zu Hause hinter verschlossenen Türen bleiben, weil sie Angst haben, mit Menschen in Berührung zu kommen. Und das in einem Zeitalter von Social Media. Ja. Da kann auch jeder seinen Kommentar abgeben, jeder sagen, was er denkt, jeder sagen, was er meint, das Ganze noch anonym. Da hat vielleicht jemand eine Meinung, den kennst du nicht mehr, aber die Meinung wird auf einmal so unglaublich groß. Du musst also nicht mal den Fuß vor die Tür setzen, um mit Menschenfurcht konfrontiert zu werden. Die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Ist es aber nicht spannend, dass wir eigentlich ganz oft unseren Nächsten fürchten, Angst vor unserem Nächsten haben? Und ich bin der Überzeugung, dass wir nur wirklich lieben können, wenn wir keine Angst haben. Wir können unseren Nächsten nur dann wirklich lieben, wenn wir aufhören, Angst vor ihm zu haben. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ich glaube, wir sehen, es lohnt sich, frei von Menschenfurcht zu werden oder zumindest Menschenfurcht zu konfrontieren. Hand aufs Herz, ich glaube, es gibt nur einen Menschen, der tatsächlich vollkommen geliebt hat, so wie es hier beschrieben ist. Es gibt nur einen. Und wie so oft ist die Antwort Jesus. Yes! Jesus! Ich glaube, Jesus war frei von Menschenfurcht. Jesus hat sich gefürchtet, aber er war frei von Menschenfurcht. Und das sehen wir an seinem Leben an den verschiedensten Stellen. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war ich wirklich so, boah, krass. Hey, Jesus, der hatte echt keine Menschenfurcht. So wie der den Menschen begegnet ist, das ist der Wahnsinn. Und wir wollen als Grundlage uns eine Geschichte anschauen. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Ich gebe euch ein bisschen Kontext. Das ist kurz bevor Jesus seinen Dienst beginnt, lässt er sich von Johannes im Jordan taufen. Es muss ein Fest gewesen sein. Der Himmel hat sich geöffnet. Eine Taube kam auf ihn herab. Und eine Stimme spricht. Oh, ich stelle mir das immer wie so ein Beben vor und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Das passiert. Und dann lesen wir in Matthäus 4, wenn du mitlesen willst, ab Vers 1 bis 11, folgende Geschichte. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch,
Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Jesus widersteht der Versuchung des Teufels. Er bleibt absolut standhaft. Vielleicht fragst du dich jetzt im ersten Moment, was hat das jetzt genau mit Menschenfurcht zu tun? Aber ich glaube, dass die Reaktionen von Jesus legen eine Grundlage für das restliche Wirken, für den restlichen Dienst von Jesus. Der Teufel greift nämlich genau da an, wo die Wurzel von Menschenfurcht liegt. Bei der Identität. Gott hat Jesus zugesprochen: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das war die Grundlage. Und der Teufel spricht zweimal: Ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Also genau, ich glaube, der hat es auch gehört. Das ist mein geliebter Sohn. Hey, das wurde über Jesus ausgesprochen, ihm zugesprochen. Der Teufel: Ja, jetzt komm. Jesus in der Wüste, 40 Tage gefastet, nicht gegessen, nicht getrunken, der war hungrig. Also, ich will nicht wissen, wie ich in der Wüste sitzen würde nach 40 Tagen Fasten. Da könnte man sich so denken: Du bist der Messias, Gottes Sohn, also wirklich? Amen. Und genau da greift der Teufel an: Ja, wenn du jetzt denn wirklich Gottes Sohn bist, komm, dann mach doch ein Wunder. Du kannst es doch den Menschen zeigen. Wenn du es wirklich bist, ja, dann zeig es doch auch. Die Menschen wollen es doch sehen. Und was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und das Wort, das aus Gottes Mund kam, war kurz zuvor: Das ist mein geliebter Sohn. Also Jesus konnte sagen: Ja, ich bin wirklich Gottes Sohn, auch ohne, dass ich jetzt dieses Wunder hier vollbringe und Brot mache, weil ich ernähre mich von was ganz anderem. Und ja, auch an anderer Stelle wird Jesus herausgefordert, Wunder zu machen. Nicht nur in der Wüste, sondern auch später in seinem Dienst kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm und sagen, die Pharisäer und die Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie forderten ihn auf, ihn mit einem Zeichen vom Himmel zu beweisen, dass er von Gott gesandt war. Jesus hat es nicht gemacht. Der hat ihnen kein Zeichen und kein Wunder gegeben, um zu zeigen, wer er ist. Das hatte er nicht nötig. Er musste sich nicht beweisen, um irgendwie die Anerkennung, die Gunst und den Beifall von den Menschen zu bekommen. Ja, weil er hat sich auf das gestellt, was Gott gesagt hat. Das Urteil von Menschen ist vergänglich, aber das Wort Gottes hat Bestand. Und ich glaube, wenn wir Menschenfurcht begegnen wollen, dann gibt es zwei Schlüssel. Den ersten, den haben wir jetzt gerade rausgearbeitet, das ist Wissen, wer ich bin, und zwar in Christus. Meine Identität in Christus und das Wort, das aus seinem Mund kommt, das er über uns ausspricht. Ja, du bist mein geliebtes Kind, du bist Gottes Sohn, du bist Gottes Tochter. Und dieses Wort steht und dieses Wort hat Bestand, egal was Menschen sagen, egal was Menschen über dich aussprechen. Und das Zweite, nach Wissen, wer ich bin, ist Wissen, wer Gott ist. Und das wusste Jesus eben auch sehr genau. Und das hält er dem Teufel auch vor in der Versuchungsgeschichte. Weil der Teufel sagt, hey, ich gebe dir alle Reiche, alles, Reichtum, Ruhm, Pracht, Macht, wenn du dich vor mir niederkniest. Und Jesus wusste ganz genau, nein, ich knie mich nur vor einem nieder, weil ich weiß, wem die Ehre gehört, weil ich weiß, wer der Vater ist. Und ich glaube, wir brauchen es wieder mehr, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und zwar
in seinem ganzen Wesen. Und ich glaube, das löst ein Stück weit auch eine Furcht in uns aus. Weil Gott ist Schöpfer. Er ist der Schöpfer des Universums. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Wissen wir, mit wem wir es da zu tun haben? Mit Gott. Gott ist unfassbar groß, ungreifbar. Er ist höher als wir. Das ist Gott. Und wenn ich mir da manchmal Gedanken drüber mache und ich bin im Moment Hesekiel am Lesen und da, hoi, 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 da geht einem aber schon manchmal das Zittern los. Das ist Gott. Aber wenn ich dann weiß, wer Gott ist und wie Gott ist, dann ist es eine Furcht, die ganz anders ist als die Menschenfurcht, die mich lähmt und die mich wegrennen lässt, sondern dann ist das eine Furcht, die mich letztlich näher zu Gott zieht, weil Gott ist gnädig. Und in seiner Gnade hat er seinen Sohn geschickt, dass er am Kreuz stirbt. Dieser Gott, der Schöpfer des Universums, ist Mensch geworden und zu uns gekommen, weil er uns liebt und weil er eine Möglichkeit schafft, dass eben genau das passieren kann, dass er dir zuspricht, du bist mein Kind. Und wenn ich das begreife, dann bekommt meine Beziehung zu Gott eine neue Tiefe. Wenn ich die Gnade begreife, die dieser große Gott hat und die Liebe, die er zu mir hat, dann bekommt es eine neue Dimension. Und dann schwindet Menschenfurcht. Ich glaube, wenn die Furcht vor Gott, die Ehrfurcht vor Gott größer wird und ich begreife, wer er ist und wie sehr er mich liebt, dann wird auf einmal das Urteil, das die Menschen über mich haben, oh so herzlich viel kleiner. Und in Galater 1, Vers 10 steht: Versuche ich so etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen und Menschen zu gefallen oder nicht doch viel mehr Gott? Wenn ich jetzt noch Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener von Christus. Heftig, oder? Und dann denke ich an die Situation beim Finanzberater zurück und denke mir, ja, will ich denn noch Menschen gefallen? Setze ich wirklich auf das, was Menschen über mich sagen oder auf das, was Gott über mich ausspricht? Der da sitzt und sagt, hey Melli, ist kein Problem, dass du das noch nicht verstanden hast. Der hat es auch echt nicht so einfach erklärt. Frag ihn einfach nochmal. Und wenn du es da nicht, dann kannst du auch nochmal fragen. Du bist nicht dumm. So, du darfst es verstehen. Und selbst wenn der denkt, du bist dumm, dann stimmt es nicht so. Weil ich habe ganz andere Gedanken über dich. Ich habe Gedanken der Wahrheit über dich. Und ja, der Vers hat mich sehr herausgefordert. Und ich dachte eben, ich will doch oft noch Menschen gefallen. Und ich glaube auch ein Stück weit ist das okay. So. Ich glaube, es ist okay, weil Gott hat uns geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben und eben er gibt uns das Gebot, liebt einander. Und das bedeutet auch, dass ich Liebe empfangen lernen sollte. Darüber könnte man übrigens eine neue Predigtserie machen, habe ich mir mal gedacht. Ja, und es ist völlig in Ordnung, dass jemand uns Anerkennung gibt, uns wertschätzt, uns Ermutigung gibt. Das ist gut und da sollten wir nicht anfangen, nein, oh, und falsche Demut. Nein, lasst uns eine Kultur der Anerkennung und des Einanderfeierns leben. Aber wo es schwierig wird und wo es anfängt, dass Menschenfurcht uns zu Fall bringt, ist, wenn wir uns abhängig machen von der Meinung der anderen und uns darüber definieren lassen. Und Sprüche 29, Vers 25, habe ich euch vorenthalten, hat auch noch einen zweiten Teil. Und zwar steht da, ja, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Wer sich auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Ich will dich also ermutigen, dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen, auf das Wort, das aus seinem Mund kommt, zu vertrauen und dich darauf zu verlassen. Und dann wirst du nicht zu Fall kommen, sondern du wirst beschützt sein und stark dastehen.
Was bedeutet das jetzt aber ganz praktisch? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Angst erst dann überwinden können, wenn wir überhaupt wissen, dass wir Angst haben. Also vielleicht saßt du am Anfang hier und warst so, nee, Menschenfurcht ist nicht so ein großes Thema für mich. Vielleicht hast du dann erkannt, ui, doch ein größeres Thema für mich. Dann hast du den ersten Schritt schon getan. Ich glaube, Erkenntnis ist mega wichtig in diesem Thema. Und deswegen will ich dich ermutigen, vielleicht mal ganz bewusst zu reflektieren. Hey, wo handle ich eigentlich aus Menschenfurcht? Wo habe ich Angst vor Menschen? Warum tue ich eigentlich, was ich tue und sage, was ich sage oder tue nicht, was ich nicht tue? Was sind eigentlich meine Motive? Und dann kannst du dich auch fragen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Dass jemand anders was denkt und das ist dann eigentlich auch gar nicht so viel dein Problem. Und der nächste Schritt ist, frei von der Illusion zu werden, zu denken, dass du jedem gefallen kannst. Es tut mir leid, du wirst nicht jedem gefallen. Und auch nicht alles, was du tust, wird jedem gefallen. Ich habe da so ein Beispiel gehört, Erziehungsstil. Ja, meine Güte, da denkst du machst es richtig und dann denkt jemand anders, das ist falsch. Da kannst du schon nicht jedem gefallen, sondern da ist einer und der denkt sich, das ist total doof, was du machst. Das muss man ganz anders machen. Werd frei davon zu denken, dass du perfekt sein kannst, dass jeder dir Beifall gibt und über dich jubelt. Und ich glaube, wenn in diesem Spruch ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Also wie in dem Sinn, hey, wenn ich frei werde von dem Denken, dass ich jedem gefallen werde, dann schafft es auch ein Stück weit Freiheit. Nicht Gleichgültigkeit, was die Menschen denken, nicht Willkürlichkeit, aber eine Freiheit in dem. Und dann habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, Angst ist was, das lernen wir. Wir lernen psychologisch Angst zu haben. Wenn uns einmal was passiert ist und dann haben wir Angst und dann passiert uns das nochmal und dann haben wir wieder Angst und die Angst wird immer größer. Aber das Schöne ist, wenn wir Angst lernen können, können wir sie auch verlernen. Aber wenn du Flugangst hast und einfach nie wieder in ein Flugzeug steigst, hast du nicht deine Flugangst überwunden. Dann hast du sie einfach vermieden. Und wenn du Menschenfurcht hast, dann wirst du sie auch nicht überwinden, indem du einfach vor Menschen wegläufst und versuchst, den Situationen aus dem Weg zu gehen, wo du eben Angst haben könntest. Nee, ich glaube, wir müssen ein Stück weit uns der Angst stellen und dann geradeaus durch. Schritt für Schritt und mit Gott an der Seite, mit seiner Wahrheit als unser Fundament. Durch die Angst hindurch. Und das ist ganz schön furchteinflößend. Aber ich glaube, wenn man dann erstmal hindurch ist, merkt man, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und dann läufst du vielleicht mit deiner neuen Hose, die alle total doof finden, voll stolz durch die Straßen und freust dich darüber. Hey, ich habe eine mega coole Hose gefunden und ich fühle mich richtig schön. Eben, oder du traust dich in der Schule, der Dümmste im Raum zu sein und meldest dich und sagst, ich habe es nicht verstanden, was wir jetzt genau in der Aufgabe machen sollen. Also, oh Gott sei Dank, ich habe es auch nicht verstanden. Hey, das ist nicht so schlimm. In dir drin fühlt sich das schlimm an. Aber wenn wir in Freiheit laufen, dann ist es ein so viel großartigeres Gefühl. Ich will dich ermutigen, fang an, Gott zu fragen. Gott, was denkst du? Was ist dein Gedanke über mich in der Situation? Ich will wissen, wer ich in dir bin, was meine Identität ist. Und dann das Zweite, Gott, ich will dich immer mehr erkennen. Gottes Größe erkennen, wer er ist. Menschenfurcht kleiner werden zu lassen, dadurch, dass unsere Furcht vor Gott immer größer wird. Angst will uns zu Fall bringen. Gott will aber, dass du dein volles Potenzial ausschöpfst, dass du Angst überwindest. Und wir wollen jetzt eine